Ich bin der Martin, das ist Andrea. Hallo. In Wirklichkeit gehört Schweinekostüm irre und wir machen heute Psychotests auf Bravo. Ganz ehrlich, ich wollte doch immer schon mal wissen, welcher YouTuber bist du. Vielleicht kommt aus, dass ich gar nicht ich bin, sondern jemand anders. Vielleicht die da. Weißt wie? Also los, Test! Dein Geschlecht, sag ich nicht. Deine Haarfarbe, braun, ja, also gut. Das ist ja gar nicht schwer, das hat ja nur 6 Fragen, das scheiß Quiz. Was sind das für Arschlöcher? Also, was mache ich in meiner Freizeit? Eben, treffe ich mich mit meiner Clique, probiere ich neue Make-up-Tricks aus oder fahre ich Longboard? Also, los jetzt zu. Was ich mache ist, mit Leuten rumhängen. Also dann, ich mache... Nein, Make-up-Tricks mache ich nicht. Also hier mit der Clique rumhängen. Ich bin sicher der sympathische Typ von nebendran. Der nebendran in den Kaffee spuckt. Jo, was ist das für eine scheiß Frage? Ich bin alles. Für das bist du ja da. Das Unterste. Für jeden Spaß zu haben. Gut. Was sind witzige Videos? Beauty-Videos können auch witzig sein, wenn die andere sich irgendwie den Lippenstift und die Ohren schmiert. Also einmal nicht Challenges und so, das finde ich zwar manchmal noch lustig, aber und Beauty-Videos halt auch nur, wenn ich irgendwie am Samstag rausgehe. Von dem her witzige Videos. Hand aufs Herz! Hast du selber schon mal ein YouTube-Video gedreht? Nein! Also, es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder du hast ein Tutorial machen, hast es aber sein. Oder nein, bis jetzt noch nicht. Oder zusammen mit meinen Kumpels. Du kannst gar nicht allein eins machen. Was ist das für eine beschissene Fragestellung? In dem Fall Logo. Also, jetzt, was bin ich für ein YouTuber? Weiss ich nicht. Ja, also gut. Irgendwie ist das... Der sieht aus wie der Harry Potter da. Nächster Test. Hast du das Zeug zur Prinzessin? Ich wollte es immer schon mal wissen. Weil ich wäre gern die Elsa. Die Else. Wie heisst sie? Die von Frozen. Das Kleid wird mir besser stehen, jede Wette. Wenn mir jemand etwas befiehlt, ist mir das grundsätzlich egal. Kannst du einen Hummer unfallfrei essen? Was passiert da so? Dass irgendwie... Dann probierst du irgendwie so die Klackern da von diesem Hummer zu nehmen. Und dann hast du an der Nase. Und dann hast du... in so einem alten Stummfilm. Was heisst das unfallfrei, dass ein Hummer im Auto isst und dann noch jemand reinfährst? Ja, logisch. Ich kann sicher einen Hummer essen. Dann musst du einfach aufknacksen und dann aussaugen. Geil. Ja, jetzt ist es spät. Wer ist das? Ah, das ist doch die Kate Upton. Oder wie heisst die? Wer ist das in der Mitte? Ist das der Hitler? Das Wortschätzempfang klingt für dich. Folter! Willst du jetzt eine Prinzessin werden oder nicht? Die Frage ist, ob ich das Zeug zu einer Prinzessin habe. Eine werden will ich vielleicht schon. Was mir besonders leicht fällt, ist mit Stress umgehen und optimistisch bleiben. Mit dem komme ich eigentlich schon klar. Aber auch das Leben genießen und anderen helfen. Und ich kann mich auch gut anpassen. Im Prinzip wäre ja, ich kann gut das Leben genießen und optimistisch bleiben. Aber wir nehmen das mit dem Leben genießen, oder? Ja, hat jetzt auch ein Mensch gedacht. Siehst du. Wer ist das? Wieso haben die Drinks? Wieso habe ich keinen Drink? Die Frage ist, was ich als erste Amtshandlung als Prinzessin würde machen. Die Angestellte fragen, was läuft? Mega Party oder mit der Kutsche durch mein Reich fahren? Die Antwort ist ja wohl ziemlich offensichtlich. Vornehme Zurückhaltung heisst für dich, dass die anderen den Shit von mir machen, unterschiedliche Meinungen akzeptieren oder sich selber nicht so wichtig nehmen. Also ich nehme mich ja selber extrem ernst. Ich würde mich ja niemals über mich selber lustig machen. Ja, logisch ist das. Man kann sich selber nicht ernst nehmen, sonst geht man an den Arsch. Was würde ich an Prinzessinnen da sein hassen? Wieso soll man als Prinzessin nicht das anlegen, wo man Bock drauf hat? Wieso Du musst nicht? dann halt irgendwie immer so schick angezogen sein. Wäre das nicht sympathischer, wenn jetzt, sagen wir, so einen Prinz Harry oder einen Prinz Peter oder wie die ganzen Leute heißen, wenn so einer, der mal würde irgendwie mega gechillt noch immer anlaufen? Ja, aber so ein bisschen Hipster-Schüle, ein paar Schläppli, so ein bisschen Ballettfingerli. Also ich glaube, am schlimmsten wäre ständig fotografiert zu werden. Weil ein bisschen musst du ja auch abschotten. Nur ein bisschen. Aber wenn du ständig so eine Kamera in der Fresse hast, wenn du irgendwo am Schiessen bist, ist das auch nicht geil. Mein Traumboy. Okay, jetzt wird's interessant. Ist leidenschaftlich und liebt mich so, wie ich bin. Das ist ja wohl perfekt. Verantwortungsvoll. Ich will kein Buchhalter. Ja, in dem Fall. Leidenschaftlich. Ich soll die Familie besser repräsentieren. Mache ich das nicht schon mit YouTube? Ich probiere entweder argumentieren oder ich setze meinen Willen durch oder vielleicht haben sie ja recht. Es war früher immer gewesen, ich setze meinen Willen durch, egal wie. Heute ist es mehr, vielleicht haben sie ja recht. Man wird gescheiter und älter, hä? Vor allem älter. Bin ich eine gute Prinzessin? 3, 2, 1. Nur 44. Also, nein, das sind mehrere. Zu 44% bin ich die Bitch hier. Partyprinzessin Bea. Zu 44% bescheiden wie die Vicky. Stilsicher wie die Kate bin ich nur 10, also 11,1. Bisschen stilsicher. Okay, die hat einen fett geilen Hut an. Wenn man diesen Hut auf den nächsten Geburtstag schenkst, dann können wir noch ein Jahr länger befreundet sein. Was?
Bravo Girl! Wie sind wir jetzt auf Bravo Girl gelandet? Jetzt machen wir noch den Test, wie temperamentvoll ich bin. Weil eigentlich behaupten immer alle, ich reg mich mega schnell auf und schreie blöd um. Ich sage, ich bin eigentlich ganz ein ruhiger, simpel, bodenständiger Mensch. Ja, ja. Aber jetzt finden wir es raus, ob ich Temperament habe oder ob ich einen bin. Ja, ist gut, los! Ich glaube, wir wissen alle, wie der Test rauskommt. Wir wollen es trotzdem genau wissen. Jemand erzählt Scheiße über dich. Die Frage ist, wie ich reagiere. Ich werde hässig oder ich berate mich zuerst mit meiner besten Freundin. Da halte ich mich lieber raus. Mein Punkt ist, ich würde mega mir einen lachen, wahrscheinlich. Also, aber ich stelle nicht... Erzählen, Ja, wenn jemand lachen? Scheiße über dich erzählt, würde ich zuerst lachen. Wenn jemand so sagt, so, haha, dann redet ein kleines Schnabi oder so. Dann würde ich mega lachen. Aber nachher würde ich hässig werden. Aber ich würde die Person nicht zur Rede stellen, sondern ich würde es dir sagen und würde heimlich aber hinterdurch wiederum Gerüchte über die andere Person erzählen. Sneaky Bitch. Ich glaube, ich würde einfach hässig werden und probieren, mit dieser Person zu reden. Nein, ich würde es, glaube ich, dir sagen. Ich bin zwar schon... Ja, nee. Ein Lehrer kritisiert dich vor der ganzen Klasse. Was machst du? Das ist sicher schon mal vorgekommen, nicht? Nein, ich bin noch überhaupt nie kritisiert worden von einem Lehrer. Ja, machen wir einfach ganz schnell weiter. Das habe ich gar nicht gern. Ich bin jemand, der sehr pünktlich ist und wenn man zu spät kommt, das passt mir nicht so. Echt? Ja, mir ist es mega wichtig, dass man rechtzeitig kommt. Du weißt, dass ich immer zu spät Du kommst immer zu spät! Die einzige richtige Antwort hier wäre jetzt für mich, ist doch scheißegal. Dann kommst du halt nicht. Dann bleibst du halt dort, wo du bist, wenn du nicht mehr willst abmachen. Also ich schnauze dich an. Wie oft haben wir Streit? Eigentlich nie. An einem freien Nachmittag, was ich mache? Ja. Ja, gehen wir raus, machen etwas. Wer ist das? Und warum hat die Uhr? Was 10 vor 2? Es ist doch nicht 10 vor 2 jetzt. Es ist 10 vor 10. Ich werde sehr schnell ungeduldig. Ich bin jemand, der ziemlich nicht sehr fest unbedingt warten kann. Das weisst du doch. Das habe ich jetzt gerade vorher erklärt. Ja, ich weiss. Es rempelt dich jemand an und entschuldigt sich nicht. Das ist mir egal. Das ist mir echt egal. Ja, aber du kennst doch manchmal, bist du auch am Handy oder denkst gerade irgendwie an etwas und dann läufst du in Ja, aber jemanden dann kannst du rein. einfach sorry sagen. Nein, so etwas ist mir echt egal. Das ist mir scheißegal. Ja, da habe ich absolut kein Man kann doch Problem sorry damit. sagen. Ja, kann man, aber wenn er es nicht macht, dann weiss ich auch nicht. Ist mir egal. Auf einer Party flirtet die Schwarm mit jemand anderem. Nein, du gehst nicht dazwischen, du gehst nicht heim. Du fragst einfach, wer das war. Keine Ahnung, wir sind erwachsene Menschen. Aber andererseits, ich glaube, nein, dazwischen gehen würde ich auch nicht. Ich würde beleidigt heimgehen und dann eine hure Szene machen. Nein, im Ernst. Man fragt. Man ist doch jetzt einfach erwachsen und... Ja. So, also noch 2 Fragen. Wie lange dauert es, bis du dich nach einem Streit wieder beruhigt hast? Ich bin dort eigentlich überhaupt nicht nachtragend und bei mir ist ziemlich schnell alles wieder okay. Ich habe von mir das Gefühl, ich sei nicht nachtragend. Nein. Obwohl vielleicht bei gewissen Sachen, wenn man mich wirklich beleidigt hat. Aber das ist eigentlich auch nicht vorgekommen. Also von dem her, nein, ich bin eigentlich nicht nachtragend. Was ist das? Schau mal, das ist doch keine Dartscheibe, wenn das Mittelding so klein ist. Aber Bullshit, wie nicht gross? Bullseye. Stehst du gerne im Mittelpunkt? Ich glaube, das können wir alle beantworten mit... Bloß nicht auffallen. Ich stand wirklich nicht so gerne im Mittelpunkt. Manchmal schon. Ich kann sehr gerne im Mittelpunkt stehen bei Leuten, die ich kenne und die ich gerne habe und die irgendwie mir nachstehen. Was ich nicht gerne habe, ist, wenn du irgendwie in die Schule gehst oder beziehungsweise ich gehe jetzt in die Uni. Also, ich fange nochmal von vorne an. Aber was ich nicht gerne habe, ist, wenn du so an der Uni bist und dann musst du irgendwie einen Vortrag halten und jeder Pisser kommt spät und nachher schauen die alle an und du hast keine Ahnung, was sagen und dann fängst du irgendwie stottern und schwitzen und siehst nachher aus wie der letzte Hurensohn und alle lachen. Passiert nicht, aber einfach, das ist so ein hypothetischer Scheiß. Das habe ich nicht gern. Ich stand ab und zu gern im Mittelpunkt. Ich bin zu 40% sehr nachtragend. Hä? What? Da steht jetzt, ich bin sehr nachtragend. Scheinbar ist temperamentvoll jetzt nachtragend. Kleiner Tipp, einmal tief atmen. Was? Einmal tief einatmen? Du Sohn. Nein, wirklich, lass dich nicht einfach so... Beruhig dich. Nein, da steht, schau mal, was fickt da blöd um? Du bist sehr leicht reizbar. Deine Mutter ist leicht reizbar. Ja, ich weiss nicht, ich bin überhaupt nicht begeistert. Was ist das für eine mit dem komischen Maul? Ohne Scheiß, nächstes Mal schauen wir einfach wieder die komischen Sexfragen an. So macht's Bravo nämlich Spaß. Aber auf alle Fälle, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ja. Tschüss. Tja, Lionel, du hast es gehängt. Ist da irgendwo... Yes, ich habe es ins Ziel geschafft. So, und jetzt probieren wir zum Abschluss noch ein Level, das heisst Bottle Run Hard. Weil ich liebe Bottle Runs. Fast so fest wie Spike Falls. Bottle Run Hard. Das wollen wir doch einmal sehen. Ich wette, ich schaff's im ersten Mal. Ich schaff's garantiert im ersten Mal.